Gute Morgen und herzlich willkommen bei Kurioses am Natur- und Geopark, also Serie, wo wir euch kurz und knackig, interessant, aber wenig bekannt Fakten über den UNESCO Global Geopark Möllerdal verraten. Wie ihr sicher wisst, hat an der Mitte vom 19. Jahrhundert die Stahlindustrie zu Lützeburg abgebläht und unser Land zu einem von den reichsten von der Welt gemacht. Mehr schon 100 Jahre ehe da innen an Miner Teich übergebrannt hatten, als heute zu Fischbusch Eisen produziert ging. Und genau das ist unser Thema. Ich will euch heute mit auf die Spuren von einem mehr verstoppten Kapitel aus der Lützburger Industriegeschichte. Fischbusch ist eine kleine Ortschaft am Kanton Miersch mit 420 Einwohnern. Hier markanteste Plätze sind die Söllische Weiheren und Schloss, an dem momentan die erbgroßherzogliche Familie wohnt. Auf den ersten Blick deutet nicht mehr darauf hin, dass an diesem ruhigen Dörfchen ein Metallhandwerk floriert wird. Da muss ich schon mal genau gucken. 1768 soll der Baron de Casal hier am Langegrund die erste Schmelz an einen Schmidt abrichten gelassen haben. Wie ihr gesagt, ist heute leider nicht mehr davon übrig. Was den aber noch deutlich gesagt, sind die zwei Weiheren. Damit gouf ein Kanalsystem gespeist, das sowohl Stampfmühlen angetrieben hat, für das zu zerkleinern, wie auch die Bloßbällech vom Heichofen. Wenn ihm sich blickt, erkennt ihn dann aber nach einer unverkennbaren Spuren, dass hier einmal Eisen hergestellt gouf. Das ist kein Stein, wie ein sogenannter Schlag. Schlagen sind ein Nervenprodukt, das entsteht, wenn Metallerz angeschmolzen wird. An der Zeit sind die als Bodenbelag oder für die Befestigung von Wehr benutzt gehen. Der Grund, für was ausgerechnet heute zu Fischbusch ein Schmelz abgebaut gouf, sind die vielen Büscher, die teure immer goufen und auch immer gehen. Aus den Beam gouf Holzkohle hergestellt, mit der den Heichofen befeuert gouf. Eisenerz kam allerdings von rund Miersch und gouf auf beschwerlichem Weg mit Perzwehen oder Ursekutschen bis auf Fischbusch transportiert. Am Jahr 1803 hat die Familie de Casal die ganzen Ländereien an Infrastruktur und den Dr. Joseph Koller verkauft. Für mehr Wasser für seine Millen zu kriegen, hat der Koller dann am Nordosten von Fischbusch landweis eins ein Neuschmelz bauen gelassen, von der heute noch Überreste zu finden sind. Der Schacht, an dem die Eisen geschmolzen gouf, ist noch relativ gut erhalten. Oben Hevel war ein Lagerhall für die Holzkohle und die Erz. Das gouf von Oven an den Schacht herabgeschott. Mit einem Wasserrad gouf jetzt der Bloßballech getrieben. Das flüssige Eisen ist dann innen aus dem Heichofen herausgelaufen. Ein 2,5 Tonnen geschmolzenes Eisen konnten so pro Tag produziert gehen. Früher war das ganz Anlage überdacht. Heute steht just nach die Hintermauer von der Lagerhall. Für den Schacht für weiteren Verfall zu schützen, gouf später ein Schutzdach abgerichtet. An den Jahren danach haben die Industrieanlagen noch ein paar Mal die Hand gewechselt. Für die Last kaufen sie in den 1850er Jahren von der Firma Metz & Company gepacht. Zu dem Zeitpunkt hat der Metzen hier Aufmerksamkeit allerdings mehr den neu entdeckten Erzvorkommen an der Minetregion gegolten und dafür brauchen sie sich auch nicht zu wundern, dass sie 1857 den Betrieb zu Fischbusch abgehen haben. Die grosse Frage an dieser ganzen Geschichte ist noch, was dann überhaupt aus dem Fischbuscher Eisen gemacht ist. Größtenteils also den Mussel geliefert und von da aus um Preise Streich verkauft werden. Hier bei der Kirche finden noch immer diese zwei Erinnerungsplaken und Familie Koller. Ob die allerdings hier hergestellt wurden, ist nicht nachgewiesen. Ob und wo heute noch Konstruktionen aus Fischbuscher Eisen existieren, bleibt wohl ein Geheimnis.